Hallo Reisefreunde, wir sind in Holland und heute ist nicht nur einfach irgendein Tag in Holland, heute ist Königstag. Der König hat Geburtstag, entsprechend wird in jedem dieser wunderhübschen kleinen Orte auch noch Feste zelebriert, Märkte abgehalten, es wird gebrutzelt und gebraten und wir sind mittendrin. Wie wir hierher gefahren sind über das größte Schleusenwerk hier, das ist auch unglaublich beeindruckend. Ein paar Bilder gibt es jetzt und danach versprochen geht es eigentlich nur noch um den Königstag hier. Und natürlich ums Essen, ums Trinken, ums Chillen und danach wieder ums Essen, wenn man ein bisschen verdaut hat. Dann vielleicht noch mal essen. Zürichsee ist ja eigentlich auch schon ohne Königstag eine echt sehenswerte kleine Stadt. Wir erkunden sie nun zu Fuß und heute ist es natürlich auch ganz speziell, wenn hier überall die Fahnen hängen und die Leute gut drauf sind und Märkte sind und gesungen wird und ach, so vieles ist heute los. Komm, wir spazieren ein bisschen durch dieses wunderhübsche Ort. Das ist ja eigentlich ein einziger riesiger Flohmarkt. Und ich bereue ein bisschen, dass ich kein Holländisch kann, weil es gibt so viele Bücher hier. Also bis jetzt ist der Königstag ja mehr ein Flohmarkttag, oder? So ein bisschen. Schon, ja, aber es wird auch überall Musik gemacht. Jetzt da vorne ist gerade eine Kinderband voll in Action und es macht schon Spaß. Also überall momentan geht es Stimmen. einfach so ein bisschen um die Kinder, habe ich das Gefühl. Vielleicht wird das Ja, später viel. dann noch so ein bisschen anders, so ein bisschen partymäßig vielleicht. Das wäre natürlich noch cool. Und ja, Zürichsee selber. Den Tipp haben wir übrigens auch von Thorsten, dem Ja. Dr. Camp, bekommen. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei, ihr findet den hier oben. Ganz ein cooler Kanal. Und er hat uns unter anderem hier hingeführt, also Steffi hat es natürlich auch selber rausgefunden, aber wir haben bei ihm das auch noch gehört und ist echt ganz ein schöner Ort mit ganz vielen kleinen Altstadthäuschen und ich habe mich total in diese Altstadthäuschen verliebt. Also ich finde Jeder Ort sieht Ja, so schön aus. jeder Ort Total hat so- gepflegt und diese schönen Häuser. ganz schön. Wir schlendern jetzt weiter durch, vielleicht findest du ja noch ein deutsches Buch Wer und weiß. sonst würde ich sagen, also Holländisch kann man ja fast lesen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe ja das zweite eben schon durch von England. Tja, wir schauen weiter und essen dann hoffentlich auch noch was. Die sind ganz schön schräg, die Häuser hier. Seht ihr das, wie der nach vorne fällt? Viel Spaß beim Einrichten. Ja, viel Spaß mit Schränken und Kommoden an die Wände stellen. Der erste Gang ist serviert. Es gibt Kroket im Brot mit irgendwelcher komischer Mayonnaise, keine Ahnung. Erst wollte ich ja Gyros Pita nehmen, aber wir sind ja nicht in Griechenland, wir sind ja in Holland. Also, guten Appetit. Wir dürfen nicht mehr mit vollem Mund sprechen. Erst runterschlucken. Fällt irgendwie ein bisschen auseinander bei dir. Habe ich jetzt anders erwartet. Das ist total weich innen und geht einfach kaputt. Keine Ahnung. Aber schmeckt trotzdem. Im ersten Moment war es einfach komisch.
haben wir hier gratis geparkt und ich war jetzt gerade noch auf Toilette. Die ist auch kostenlos, sauber und sehr modern. Muss auch mal gesagt sein. Jetzt fahren wir weiter. So, das Wetter hat sich ein bisschen verändert, ein bisschen. Es Die Sonne regnet. scheint zwar noch, aber es regnet auch. Wir sind mittlerweile in Rotterdam oder zumindest in einem Vorort von Rotterdam. Haben die Inseln, die Zeelandinseln, sagt man. Zeelandinseln, ja. Genau, die haben wir verlassen, zumindest für jetzt gerade. Oder gehen wir da nochmal zurück? Nein. Gehen wir nicht mehr zurück. Und jetzt laufen wir hier mal zur Musik. Hier soll ja sicher auch irgendwas mit Königstag und Fest und so stattfinden. Hat bestimmt einen Flohmarkt. Ja, hat wahrscheinlich einen Geradeaus. Flohmarkt. Und hoffentlich nach irgendwas Süßes zum Dessert oder so. Ja. Mal schauen und euch nehmen wir natürlich weiterhin mit, auch wenn es regnet. Ich weiß ja nicht, ob man auf den König anstoßt oder nicht, aber wir machen das mal. Wir brauchen so ein Haus. Wir brauchen echt so ein Haus. Also das ist. Also das könnte ich mir echt gut Aber die haben gar vorstellen. keine Garage dazu. Wo stellen wir den Karl hin? Da braucht man keine Garage, da braucht man einen Stellplatz. Und zwar nicht fürs Wohnmobil, sondern fürs Boot. Oder fürs Fahrrad. Oder fürs Fahrrad. Also ich finde, man kann hinkommen, wo man möchte in Holland. Es hat überall diese Stadthäuser und ich finde die so geil, aber ich glaube, dass das Hier etwas... kannst du was kochen. Ja, man kann Oder es ja ist schon kochen. gekocht? Ist es schon verkocht? Ja, Verkocht. nein, gekocht. Es ist schon gekocht. Gekocht. Okay, oben ist es verkocht. Ja. Ah, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs zum nächsten Konzert. Ich glaube, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Stadt. Wir haben eigentlich ein bisschen außerhalb geparkt. Aber ja, je weiter wir gehen, sind wir dann irgendwann im Zentrum von Rotterdam. Jetzt schauen wir mal. Da vorne, ihr hört es wahrscheinlich schon, geht die erste Party los. Ich würde sagen, wir stürzen uns rein. Sag mal, bist du schon wieder am Essen? Kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. In jedem Ecken gibt es irgendwas zu probieren. Momentan ist es ein Burger, ist relativ normal. Hat aber ganz lecker angeschmorte Zwiebeln darin. Finde ich echt geil, muss ich sagen. Also, ja, Jetzt hast du auch noch das G-Wort gesagt. geil, ja. Muss sein zwischendrin. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesagt. Passt einfach, ja. Das Die nächste. Musik war auch geil, aber jetzt Ja. ist sie leider gerade aus. Schade. Bandwechsel. Ja, ich denke, wir gehen weiter. Wir finden sicher das nächste Konzert. Ich denke, und ein Flohmarkt. Weil da hinter dir Ist ja wieder Flohmarkt. Ja. Ich kann ja jetzt auch sagen, was machst du da? hab's gleich. Ich brauche keine größere Tasche. Das passt schon. Okay, sie geht nicht mehr zu. Aber die Jacke ist drin. Hast du die Regenjacke dabei? Ja. Und weil ich sie dabei habe, regnet es jetzt ja nicht mehr. Praktisch deine Regenjacke. Die Tasche noch ein kleines, klitzekleines bisschen größer oder das Magnet stärker, dann wird es passen. Ja, merkt niemand.
genug des Königs Geburtstag heute, den haben wir genug gefeiert, würde ich mal sagen. Ich denke auch, genug gegessen, genug Musik gehört und genug Flohmärkte besucht. Ja, also es war so ein bisschen, ja, ich denke abends läuft dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber jetzt ist halt wirklich so viel für Kinder, viel Flohmarkt und ja, am Schluss dann Wobei schon. jetzt in Rotterdam schon auch ein bisschen mehr Musik und Geselligkeit war. Ja, und weil in Holland oder in den Niederlanden ja alles so nahe zusammenliegt, sind wir jetzt nochmals 30 Minuten gefahren zu einem Stellplatz der ganz besonderen Art am Rand der Tulpen. Wir haben die Tulpen gefunden und das haben wir euch ja schon lange erzählt, dass wir auf der Suche sind nach den Tulpen und jetzt haben wir sie schon gefunden. Wo sind wir denn? Ganz in der Nähe vom Keukenhof. Wir sind bei Lisse, so heißt das Ort. Den Keukenhof selber werden wir nicht besuchen. Wir suchen die Alternativen, die es möglichst kostenlos zu besichtigen gibt, weil wir haben gerade eben auch noch mal den Parkplatz gesehen vom Keukenhof und danke. Ja, und danke vielmals Hannelore für die Bilder. Dank dir haben wir ja schon ein bisschen einen Einblick bekommen. Genau. Sie hat uns auch gesagt, dass sie 18 € Eintritt bezahlt hat, plus 6 € dann noch für den Parkplatz. Und dann mussten wir einfach sagen, man sieht es ja hier auch und wir stehen wirklich direkt mit Karl am Tulpenfeldrand. Wir machen jetzt wobei noch... hier waren mal Osterglocken, deshalb sind die schon ein bisschen verblüht. Es kommt ja immer ganz darauf an, wo das man ist, aber ich glaube mehr dazu dann im nächsten Video. Noch ein kurzes Bild vielleicht mit den Tulpen und dann war es das. Und dann war es das für heute. Es gibt ein paar letzte Eindrücke noch für euch, kleiner Sneak Peek, und im nächsten Video erzählen wir euch dann alles über die Tulpen, über die Region, dann gibt es viele, viele Bilder. Aber für heute war es das. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und apropos, und zwar empfehlen wir euch heute noch einen Kanal, und zwar den von Max und Lisa von 2 Reisen. Wir verfolgen die schon ganz, ganz lange. Die waren jetzt lange in Australien unterwegs und sind jetzt seit kurzem wieder zurück in Deutschland, machen ganz, ganz coole Videos. Ihr findet den Kanal jetzt hier oben. Wäre ganz schön, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht auch einen Gruß von uns sagt. Schreibt doch mal unten hin, Hashtag Europa ist geil beim letzten Video, weil die wollen unbedingt auch mal mit dem Camper verreisen. Machen wir denen ein bisschen Lust auf unseren geilen Kontinent. Und ja, dann war es das jetzt wirklich für heute und wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Bis dann. Tschüss. Okay, da müssen wir jetzt doch noch mal schnell was zu sagen. Wir haben gerade ein Schild gesehen, das wir so, ein Kennzeichen, das wir so gar nicht gekannt haben. Kein Wunder, es ist aus Korea, aus Südkorea. Und hier könnt ihr die Karte sehen, wo die schon überall waren. Die machen uns echt Konkurrenz. Ja, gehen wir mal hin, oder? Das war wirklich so... Cayman Parks. Coole Touren. Ich glaube jetzt, wo sind sie jetzt? Hier, das grün ist. Ja, haben noch ein bisschen was vor. Deutschland, Schweden, Norwegen haben sie nicht noch vor sich, die Ostseerunde. Und dann geht es von St. Petersburg wieder zurück. Und so sieht ein koreanisches Schild aus. Krass.